Diese Botschaft wordt uitgeschickt van Lebenswasser en de Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexico. Für mehr Informationen bitte vindt ons am internet bij lebenswasser.org. Gemarius. Oh, that was good. All right, we zijn wakker van de ride van Gouden Woord. Dat is goed. Wat deed het? Dat goed. We hadden gouden tijd in aanbidding. En zo, ik zijn zo moedig met het team en zo zijn we weer worsten doen. En mij had het schijn. Dad schrijft me van de Marius een mensage. Wil gaan dat we jullie begrüßen deiden van eind. Zij zijn nu in Paris, Texas. En van daar worden ze door 2 servicios gaan en dan zijn ze vorig met de verschillende. Ze waren aanvangswerk waren ze in Kansas en hadden door services. So ik weet je beeld de laatste week van waar het sneeuwen deed en al dat. En zo zondags morgens en zondags overs werd gecanceld wegen dat. Maar dan deden ze maandag 2 en dinsdag 2. En zo ze kwamen dat alle dag. Hadden door een gezeende tijd. En van die van jullie wat niet weten, mijn dad is de andere cool kop wat hier manchmal boven is. Ja. So, hij wil je begrüßen. En van daar gaan ze de laatste 2 diensten dort en dan zijn ze frisch op weg naar huis. Die worden een klein beetje tijd in El Paso zijn en dan vielleicht donderdag of zo zijn ze terug. En zo... We zijn in een rij van boodschappen, hij heeft ons beroepen. So, wanneer je in de Bibel met hand dan draait naar 2 Timotheus 1, vers 9. 2 Timotheus, kapitel 1, vers 9. Laatste week dan kijken we naar deze zelfde vers. En we kijken naar some van de zegeningen wat God ons gegeven heeft als kerk in de laatste jaar. En we kijken naar het komende jaar en zijn woord, wat God van hier deren van ons heeft, wat hij opmerkt dat voor ons. En zo we zijn gezien dat we in het temporaal zijn waar we worsten doen. En aber we weten dat wanneer we worsten doen, dan doen dingen zich veranderen. En manchmal even wanneer we worsten doen, dan doen we dingen wij. Onze kinderen, die gaan manchmal weiter in de been, oder somewhere wenn die so worsten doen. En dat krijgt staat hier mank ons. En dat krijgt staat in ons persoonlijk leven. Wanneer we persoonlijk worsten doen in verschillende areas, op eenmaal worst verboezig in een area, en dat ja veel cambio. En dat is hoe we zijn als kerk. En zo we denken aan wat is next voor ons? Wat van de deren dat God wieder opmerken? En zo zegt door een kerk, hebben we maar weer 3 options, 3 dingen waar we kunnen van uitwählen als kerk in het nächste 2 jaar. En dat eerste is, we kunnen zijn, oké, nu zijn we vol, nu hebben we niet ruimte voor meer mensen. Al die anderen voort naar huis, komt niet. Zo, wel niet weer worsten. Dat is één. Nog een optie wat we hebben is, we kunnen met een tweede servicio aanvangen, met een tweede gottesdienst en zondagsmorgens, omdat we meer ruimte maken doen voor meer mensen. De derde optie wat we kunnen doen is gratis buien, omdat we meer ruimte hebben zo staat. En zo, we hebben van gereed als leiderschap, want van deze 3 woorden we nu wel nemen. Na de eerste, dan zijn we wel niet weer was, en dat is niet really een optie. Want God heeft ons beroepen, om meer mensen te rekenen. Zo, den gaan we door afnemen. Dan hebben we nog 2 waar we kunnen van uitwählen. Buien, oder meer servicios. En zo, I don't know wat jullie dat jet, maar we geloven dat de beste weg om nu worsten, boezig, is zum einen zweiten Gottesdienst anfangen. So, wir haben noch nicht ganz sicher, aber ich sage bloß Dinge, was wir durch beten tun, was wir durch denken tun, und Frau verjünt, dass wir wollen für uns beten, dass wir wollen Weisheit haben in das. Und aber weiter, wir sehen erst, wenn man denkt, was denn das, dann verändert das. Und manchmal, die Verändernis ist, vielleicht ein Denkwort, wir wollen nicht wählen, wenn wir da gerade so hastig denken. No, dann das ist ein bisschen anders, nicht so, wie wir gewohnt sind. Aber wir kicken hier in diesen Series in some Versen, was Gott uns gegeben hat und was wir glauben, sein Wort für uns ist. Und er sagt hier, er hat uns berufen. Er hat uns berufen, um einen Unterschied merken für ihn. Und das ist unser Ziel. Und so mein Ziel mit diesen Series ist, dass wir wollen alle noch doller begeistert worden mit der Mission, was Gott uns als Christen gegeben hat.
Die Plun, was hij uns gegeben hat. Wir sagen letzte Sinn nach Mission. Was bedeutet das Wort Mission? Dort bedeutet eine Abgabe. Dort bedeutet ein Plun. Dort bedeutet ein Raub. Ein Arbeit. Ein Arbeit zum anderen, was beibringen. Gott hat uns einen Raub gegeben. Gott hat uns einen Plun gegeben. Er hat uns eine Mission gegeben. Und wir finden den Raub in Matthäus Kapitel 28. Ich los das für ihn letzte Werk. Aber er sagt, gut in der ganzen Welt und merkt Lehrlinge. Und deupt die. Und in Namen von den Seen. Von den Führern von den Seen und von den Heiligen Geist. In anderen Welt merkt mehr Christen, sagt er. Und gut in alle Länder nennen. Und er sagt, check mein Wort in alle Länder nennen. Und merkt Menschen bekannt, mit wer Jesus ist. Dort ist uns Mission. Und dann werden wir Menschen lernen, dort zu wissen. Und er sagt, lehrt ihr alles zu tun, was ich ihnen gegeben habe. Und so, wir wollen alle lernen, wir wollen wissen in uns jährliches Leben. Und wir glauben, wenn wir das tun, wir wollen auch wieder wissen aus der Kirche. Und so, wir müssen uns dort merken. Wir müssen uns dort merken, dort wird mehr Cambio sein, wenn Jesus hat einen Raub auf uns Leben, hat einen Raub auf jeder ein von jenen Lebens, hat einen Raub auf uns als Kirche. Wir sind berauben. Er hat uns berauben. Und so, wenn ihr in 2. Timotheus sind, 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 9, von der reden wir von berauben zum Dein. Er hat uns berauben zum Dein. Und wir wollen kicken, das ist eine Idee, dass Gott hat einen Zweig für uns Leben. Zweig. Das englische Wort wird Purpose sein, Proposito, Spanisch, Zweig. Er hat einen Zweig für uns Leben. 2. Timotheus 1, Vers 9. Lesen wir dort. Er hat uns, wer wir alle taub sein, uns. Ja, uns. Er hat uns gerat in berauben mit einem heiligen Raub, nicht wegen unserer Wolken, nicht wegen wir so gut sind, aber weil sein Zweig in Gnade, der uns in Christus Jesus geschenkt wird, von Ewigkeit her. Und so wir sehen hier, dass Gott hat uns gerat, er hat uns berauben, er hat uns einen Zweig gegeben und er hat uns Gnade gegeben. Feuer wieder, wo wir sagen hier so. Und so zwischen Gott seine Radung und seine Gnade, sei wie sein Zweig, seine Beraubung und sein Zweig. Zwischen Gott seine Radung und seine Gnade, sei wie seine Beraubung und sein Zweig auf uns Leben. Und dort, wo wir von der besonders nicht kicken wollen. Und so, Beraubung. Wenn wir denken an Beraubung, dann werde ich ein Beispiel bringen von der und sagen, Beraubung ist was wir in der Hand haben. Ich würde Luther noch ein klein bisschen mehr durchgehen, was ich mit dort meine, aber das sind die Dinge, die wir haben. Das ist, was Gott uns gegeben hat. Persönlich rede ich von, und aber auch uns als Kirche. Die Beraubung auf uns Leben ist die Dinge, die Gott uns gegeben hat. Und die Zweig auf uns Leben sind die Dinge, die Gott uns im Hort gegeben hat. Und ein Ding, was ich hier will sehr klar merken, ist von Christ. Wenn du in Christ bist, dann ist dein ganzes Leben verbunden mit Gott, sein Zweig. Für dein Leben, Gott sein Zweig, für die Kirche, Gott sein Zweig, für seine Familie, Gott seine Mission, so wir sehen. Dein ganzes Leben ist verbunden mit Gott sein Zweig. Und so wir sehen das in Kolosser Kapitel 1, Vers 17. Er redet hier von Jesus. Und er sagt, dort heißt für alle Dinge, heißt der Erste, für alle Dinge, in der Arm besteht alles. Und so Gott hat uns gerat für sein Zweig, Gott hat uns berauben für sein Zweig, und Gott hat uns Gnade gegeben für sein Zweig, für sein Purpose in uns Leben. Und so wir wollen sein, dort handelt sich alles um sein Zweig, Gott sein Zweig, sein Plun. Und so was haben wir in unser Hang? Wir reden noch von das. Gott seine Beraubung, das ist, was wir in der Hang haben. Und so, ich rede hier von Guven, vielleicht Guven, was du gekriegt hast von Gott. Wir sehen in 1. Petrus 4, Vers 10, der erste Part, er sagt hier, in jeder soll seine Guve, die er gekriegt hat, brücken, den Nächsten zum Golden zu dienen. Und so ein jeder soll seine Guve, jeder hat eine Guve, oder vielleicht mehr Guven. Gott hat uns Guven gegeben, das ist ein Ding, was du in der Hand hast.
Wat hast du noch in der Hand? Gott hat die Zeit gegeben. Er hat die Leben gegeben. Gott hat die vielleicht eine Familie gegeben. Was hast du in der Hand? Gott hat die eine Ehe gegeben, wenn du befreit bist. Das ist in der Hand, das ist ein Ding, was du hast. Gott hat dir vielleicht eine Arbeit gegeben. Entweder du das utschaffen oder du bist ein Wirt und du hast andere Arbeit. Das ist ein Ding, was Gott dir in der Hand gegeben hat. Gott hat dir Geld gegeben in der Hand. Gott hat dir Habengeld gegeben in der Hand. Und so alles, was du hast, das ist, was wir von dir reden, und das hast du in der Hand. Und das hat mit deiner Berufung zu tun. Und wir haben gerade gesagt, dass alles in uns Leben handelt sich um Gott sein Zweig. Und so, dann kann wir sagen, dass alles, was wir in der Hand haben, all die Dinge, die er uns gegeben hat, all die Gaben, all die Familie, die wir haben, all die Zeit, die wir haben, all die Arbeit, die wir haben, all das Geld, das wir haben, all die Habengeld, das wir haben, rein alles, was wir haben, hat er uns in der Hand gegeben für sein Zweig. Wir haben dort von ihm gekriegt für sein Zweig. Wir sind berufen zum Dein mit dort, was er uns in der Hand gegeben hat. Und dann reden wir von, was in uns Hort ist. So, was in uns Hort? Wenn du ein Christ bist, dann hat Gott sein Zweig, die im Hort neu geplant. Er hat es neu getan. Gott hat dir ein Verlangen gegeben, in dein Hort, dein Bantum am Dein. Gott hat dir dort in dein Hort neu geplant, dass er soll erstes sein in dein Leben. Gott hat uns diese Dinge im Hort neu geplant. Psalm, Kapitel 37, Vers 4, sagt so steht, ha deine Friede Herrn, der wird dir geben, was dein Hort sich wünscht. Und so, das sind ein paar verschiedene Wege, um diesen Vers zu lesen. Manchmal, als ich jung war, habe ich den so gelesen, dort, Gott wird mir geben, irgendwo, was ich mir wünschen will. Ich wünsche mir nie einen Truck oder nie einen Fuhn oder was immer das ist. Ich wünsche mir dort. Okay, Gott, macht mir dort alle geben. Sag ich dir hier. Gott wird mir geben, was ich in mein Hort wünsche. Aber ich glaube, du hast einen anderen Weg, um den Vers zu lesen. Und ich sage mir das nicht, dass er uns niemals die Dinge gibt. Er hat mir so eine Dinge gegeben in meinem Leben. Aber ich glaube, einen anderen Weg, um diesen Vers zu lesen, ist, wenn wir unseren Frieden am Herrn haben, dann wird er seine Wünsche uns im Hort planten. Die Dinge, die er will haben, wird wir tun. Das Zweig, was er hat für uns Leben, dort wird er uns im Hort planten. Er wird dir deine Wünsche in dein Hort geben, planten. Und dann wirst du die Dinge wählen tun, was er für dich hat. Gott wird sein Zweig in dein Hort planten. Ich habe ein Beispiel von das. Ich rede für den Service in Klebet mit Denver Pana. Und viele von Ihnen weiten, ich schaffe mit wieder 180. Und ich frage Denver bloß, wann hat Gott die gerufen für dich, oder wann fällt dir diesen Zweig auf dein Leben? Er sagt, dass er 17 Jahre alt wird. Fällt da ein Zweig auf sein Leben, um mit Waisenkindern schaffen, Orphans. Und da wird ein Ding, was am Driven deut, wo er mit begeistert wird. Wo wen? Wenn Gott hat in sein Hort neu geplant. Wenn Gott hat einen Zweig für sein Leben. Und so dann plant Gott so ein Verlangen, und dann wir sein Hort nennen, was ablehnt deut mit dem Zweig, was Gott für sein Leben hat. Wo wenn der dort, zum dort Denver dort wird wählen down. Heißt hier dreven zum dort down. Wo wen? Gott hat den Zweig in sein Hort neu geplant. Gott hat den Zweig neu. Und nu, von der, wenn ihr seid hergefahren, soll ihr die Frucht von dort. Wenn ihr noch nicht seid, du ihr was, wie wir das hier dort kennt, ich würde Ihnen sagen, mögt mir, fort mal an. Soll mal was zu tun. Wir als Zeug, wir tun in unseren Städten, wir glauben in was zu tun, und das ist ein gutes Ding. Aber Gott hat einen Zweig in sein Hort neu geplant. Noch ein Beispiel, ich dachte über Debbie. Gott hat einen besonderen Zweig in uns Hort neu geplant, und wir sind begeistert und haben lange geträumt, wir hatten geträumt von so einer Zeug, aus der ein Pott von sein. Und Gott hat einen Plan für uns Leben. Er hat einen Zweig für uns Leben, das wir dort wollen tun. Er hat den Zweig in uns Hort neu geplant, all langträgt. Und er deutet von der Ursache, wenn er hat einen Zweig für uns Leben,
zum Port sein von something so steht. Und ich glaube, wir haben alle vielleicht so eine Geschichte, wo Gott hoffentlich in den Hort näher plant. Die Bibel sagt uns in Lehrer, Kapitel 3, Vers 11, er hat die Ewigkeit in uns Hort näher geplant. Auf Englisch, die Amplified Bible, die sagt dort, er hat einen göttlichen Zweig in uns Hort geplant. Gott hat. Er hat uns dort ein Hort näher gesagt. Zum dort wie wollen einen Unterschied machen, vielleicht auf verschiedene Wege. Aber das sind Dinge, die in uns Hort sind. Und so, wo wir von der nicht kicken wollen, ist dort, wo wir in der Hand haben, die Dinge, wo ich erst von reden will, Zeit und Guven und Familie und Arbeit und Geld und Habengeld und alles. Alles, was wir haben, dort hat Gott uns gegeben, zum Ablehnen, mit was er uns im Hort hat nicht geplant. Gott hat uns berauben für seinen Zweig. Und so rein alles, was wir haben, und rein alles, was wir tun, ob es an Montag oder Dienstag oder Mittwoch oder Sonntag ist alle für den Zweig, was Gott uns gegeben hat. Manchmal gehen wir durch Zeiten, wo wir ein bisschen unmutig sind und frustrated sind. Und ich glaube, viele von dort haben zu tun mit so einer Zeiten, wo dort, was wir in der Hand haben, nicht ablehnt, mit dort, was wir im Hort haben. Vielleicht bei der Arbeit, so wie du schaffen tun, lehnt nicht ab, mit so, wo wir als Christen gelebt haben. Dort lehnt nicht ab und dort jaft uns weiter und dort jaft uns Trouble. Und wir sind nicht ruhig, wir sind nicht im Frieden. Wo wir wenn es was wir in der Hand haben, lehnt nicht ab, mit was Gott uns im Hort gegeben hat. Er hat uns einen jährlichen und göttlichen Zweig im Hort geplant. Und wenn wir das sehen, dann sollen wir dort uns leben als Grata, als bloß uns selbst. Meine Guven, die ich gekriegt habe, sind Grata und sind von mir als bloß von mir selbst. Meine Zeit, die ich gekriegt habe, ist von mir als bloß von mir selbst. Mein Geld, das ich gekriegt habe, ist von mir als bloß von mir selbst. Mein Habengeld. Meine Freunde. Dat wordt gratis als bloß von mir selbst. Dort ist mir gegeben geworden, dort ist uns gegeben geworden, zum Port sein von den Zweig, was Gott für uns Leben hat. Wenn er hat uns berauben zum Dein. Ein Beispiel von dir ist die Geschichte von Moses. Gott hat Moses berauben, auf er geboren wird. Und Gott hat alles so trage geschafft, dass Moses wurde in Paläst neergesagt worden in Ägypten. Wenn Gott hat einen Plan für Moses sein Leben. Gott hat einen Plan, dass Moses wurde sein Volk raden von Ägypten. Und so er plant Moses in den Paläst von den König von Ägypten. Wenn er wisst, dass Moses wird gewisse Dinge machen weiten, zum dort er kann den Plan erfüllen, was Gott für ihn hat. Und dann, Gott hat ihm dort im Hort geplant, dass er soll sein Volk raden. Aber Moses, er hat es im Hort geplant, er will sein Volk raden, aber er wird noch zu jung oder zu immature, nicht erwachsen, er weiß nicht, wo er dort will tun. Ein Tag geht er raus und sieht er dort, ein von den ägyptischen Jungs, der hat ein von den Israeliten verklappen, hat Moses durch und killt den Tod. Er wird noch zu jung, er kann nicht verstehen, was Gott am Hort geplant hat. Ranta war ich vor 40 Jahren in der Wüste an. Und als er durch ein Hort von Schub. Und kommt Gott nach ihm und sagt, Moses, ich habe dich dann auch berauben von meiner Arbeit. Ich habe meinen Zweig in den Hort nicht geplant. Und dann sagt Gott ein interessantes Ding zu Moses. Er sagt zu ihm, check, was du in der Hand hast. Was hast du in der Hand? Na, er hat einen Stock. Na, kriegt dort, wird Gott brauchen in sein Leben, um seinen Zweig erfüllen. Er braucht den Stock, er ging gegen den König von Ägypten. Gott tut Wunder mit dem Stock. Wenn ihr kicken dann die verschiedenen Wunder, was Gott tut, der Stock wird ein Messer mal verbunden. Schmeißt er den auf die Erde, der wird nicht schlagen. Dann braucht er den Stock, um den Riefer kielen, wird alles blut. Gott braucht diesen Stock. Gott braucht, was Moses in der Hand hat, zum dort erfüllen, was Gott am Hort geplant hat.
En Moses weer true met wat hij in de hand had. Tom dat doen, wat God am toe geroepen had. Manchmal, wenn wir denken dan over wat we in de hand hebben, dan vergeet we dat het alle toepgehakt is met Gods Zweig voor ons leven. En dat is waar we wel derg wassen als Zeug. En zo de beste weg, wo du kost Gott zijn willen erfüllen voor dein leven, de beste weg, is zum dort brengen wat du in de hand hast, zum doen wat God die im hart geplant hat. Dat is wat du da kost doen. Du kost deine Guven brengen, zum ein Segen sein für andere Menschen. Wir lesen durch 1. Petrus, dort en jeder hat sein Guv gekriegt, und er hat die gekriegt, zum den Nächsten, zum Guten dein. So die Guven sind nicht für die selbst, nicht bloß zum die selbst abbühen, nicht bloß zum mehr Geld für die selbst verdienen, aber die Guven sind durch, zum ein Segen sein für die Nächste. Und vielleicht mehr Geld verdienen für den Nächsten, für den Zweig, was Gott für uns als Christen hat, zum die Welt erregen für ihn. Rein alles, was wir tun, ist taubgebunden mit den Zweig. Die Zeit, was Gott uns gegeben hat, sollen wir brauchen, nicht bloß für uns selbst, aber zum Sehen sein für die Nächste. Das Geld, was er uns gegeben hat, die Habengeld, was er uns gegeben hat, die Arbeit, was er uns gegeben hat, rein alles, was wir haben, sollen wir brauchen für seinen Zweig. Dort wollen wir in Gott sein Willen leben tun. Und ich weiß, wir wissen in dort, aber dort, wo er uns gemerkt hat. Manchmal, wenn wir an Gott sein Raub auf uns Leben denken, dann denken wir von einer kleinen, stille Stimme. Gott wird dir einen Raub geben. Aber wenn wir nur diesen Wort hier checken in Timotheus, wo er hier von reden wird, er redet hier nicht von einer kleinen, stille Stimme, er redet von einem Raub. Hey, raub Janem dort mal, raub den mal. Der hat einen Raub. Das ist eine laute Stimme. Gott hat einen Raub in dein Leben doen, mit einer lauten Stimme. Und so meine Frau für dich ist, was ist die laute Stimme in dein Leben? Wo willst du dein Leben haben? Mit deinen Guven, mit deinen Zeit, mit deinem Geld, mit deinem Habengeld, mit deinem Business vielleicht, mit deiner Farm, mit den Dingen, die du in der Hand hast. Wo willst du dort haben? Was sollst du tun für Gott? Wo sollst du einen Unterschied merken für ihn? Und das ist verschieden für alle von uns. Aber ab einem Tag, wie weiten dort jeder ein von uns, dort, was wir in der Hand haben, hat Gott uns gegeben, zum sein Zweig erfüllen. Das ist alles taub gehört. Und so das meint, dort, was wir in der Hand haben, ist ein heiliges Ding. Unsere Guven sind heilig. Uns Zeit ist heilig. Uns Geld ist heilig. Uns Habengeld ist heilig. Unsere Arbeit ist heilig. Unsere Familie ist heilig. Unsere Ehe ist heilig. Das ist alles heilig. Wenn es das, was Gott uns im Hort in Hand gegeben hat, zum dort tun, was er uns im Hort geplant hat. Und so, wenn du eine Arbeit forschst, Marius, du das ein heiliges Ding. Du das den Zweig erfüllen für dein Leben. Das soll auf so ein Weise tun, dass du den Zweig auf dein Leben erfüllen lässt. Dass du Port bist von dieser Mission, was Jesus uns als Christen gegeben hat. Vielleicht hast du ein Negozio. Und das mal in irgendeinen Handel überdrehen. Dort, was du tust, das ist ein heiliges Ding. Gott hat dir dort eine Hand gegeben, zum einen Unterschied merken für ihn. Zum Port sein von seinem Zweig, von seiner Mission, von seinem Plan. Aber manchmal kicken wir nur diese Art Dinge, wo wir in den Weg tun, und glauben, no, das sind bloß einfache Dinge. Das sind bloß irdische, weltliche Dinge. Und das sind Dinge, wo wir machen tun, wenn wir machen leben und wir machen das. Aber wirklich, wenn wir noch mal jässlich tun. Das, wir denken anders, wenn wir so dort denken tun. Korn planten, es kriegt so jässlich, wenn die dort für die rechte Ursache ist, als was ich hier boven nie gut tue. Kriegt so jässlich. Und wir müssen dort taub bringen, wenn es das, was Gott uns in der Hand gegeben hat, zum sein Zweig erfüllen. Zum sein Zweig erfüllen. Gott hat mir ein Guv gegeben und ich brauche dort für sein Zweig. Aber wenn deine Guv ist Farmerin und du dort für sein Zweig brauchen das und nicht bloß alles um die Salz geht, aber du brauchst dort für sein Zweig, das kriegst du heilig. Das kriegst du gut. Aber wir müssen schon merken, dass wir unsere Gedanken abgelehnt haben mit Gott sein Wort. Wir sind beraubt zum Dein. Jakobus Kapitel 1, Vers 17 sagt so steht, alle gute Sachen
En alle gouden goeven, volkomene goeven, komen van bovenaf. Jeder goev komt van God. De gouden goeven, de volkomene goeven, gouden zaken, die komen van Vader, die dat licht gemerkt heeft. Hij verandert zich niet, zegt het hier. En hij verwechselt niet daget met die strijd. Dit zegt hier, dat God heeft die gemerkt, zoals du bent, van de Isaac. En hij verandert zich niet. In andere woorden, hij heeft die niet zo stit gemerkt, om die zo stit brücken. Hij heeft die gemerkt met die goeven en zoals du bent, wens hij wil die zo stop brücken. Nu, klar, we moeten wassen en we hebben slechte dingen aan ons, wo we wassen doen. Ja, ik weet. Maar God heeft die gemerkt, zoals du bent, wens hij heeft een zweig voor die leven, om die brücken zoals du bent. Met die dingen wat hij die im hart neergeplant heeft. Hij had Moses op een besten weg gemerkt, wens hij wil Moses krijgt zo stort brücken. Hij heeft die gemerkt, zoals du bent, wens hij wil die zo stort brücken. Manchmal doen we dat veranieren, die dingen wat we in de hand hebben, en geloven dit is niet wichtig genoeg, aber dat wens we gaan dat uiteengereden van wat in ons hart is. Dat is tijd dat we dat toebrengen doen. En onerkennen dat alles wat God mij gegeven heeft, is voor zijn zweig. Ik ben een verwalter van al die dingen wat hij mij gegeven heeft. Ik wil die brücken voor zijn zweig. Ik wil die brücken te mijn onderscheid merken en zijn plan. Dat komt alles van hem. Hij heeft ons beroepen te doen. So wat hast du in de hang? Dat is een vraag voor je. Wat hast du in de hang? We hebben in Römer 12, vers 6, 8 gaan. We gaan een beetje kijken naar sommige van die dingen wat God ons in de hang gegeven heeft. Römer kapitel 12, vers 6, tot 8. En hij zegt hier zo staat. In wils onze goeven zich door nou onderscheiden, als ons genoeg geschonken is, willen we die een jeder door nou brücken. En zo hij redt hier waar van de goeven zijn ons gegeven, en hij verbindt de genoeden met de genoed, de goeven met de genoed. We hebben goeven gekregen door God zijn genoed, en we zullen in jeder die brücken. Zo du hast een goef, en du sollst den brücken. Hij wordt ons hier een paar van de verschillende goeven beschreven. Dit zijn niet al die goeven, maar dit zijn sommige van die. Wel moet zijn wat die goeven hier zijn. Wanneer het predigen is, dan doen we als ons door te geloven geschonken is. Oké? So dat is wat ik hier doe. Dat is een van die goeven. De nächste, wanneer deinen, dan doen we deinen. Als die niet genoeg dein, nou wat meint dein, vragen we manchmal. So ik kijk daarop deze week, dat woord dein en de wiederbuik, plot iets wiederbuik, en dit wordt durchschrijft. Deinen bedient helpen, dat bedient behelplich zijn, dat bedient wem de gemütlichkeit toestieren, den gleich ik, dem de gemütlichkeit toestieren, begleiten, oder goed ne wat oppassen. Dat is wat deinen bedient. Dat is du ergens van die dingen? Frühes, dat je thuis dein, ergens van deze dingen. Helpen, behelplich zijn, wem de gemütlichkeit toestieren, ga je dat mal doen? Je doet dein. Het is wunderbar, het is een goef van God. Deinen is een goef van God. Weet je, we zijn dort hier in de kerk. Met viele verschiedene mensen, wo ze dein doen, de ushers, die doen ons de gemütlichkeit toestieren. Wenn die wiesen ons vielleicht, wo wir können zaten, wenn wir noch nicht näher wollten. Die Kaffee, die Menschen, die in den Kaffeeshop schaffen, die tun uns die Gemütlichkeit toestieren. Wir haben uns einen Kaffee, sagten uns den Fair. Wo wusst den gleichen? Wo wusst der Band gleichen? Wo warst den? Sie tun dein. The worship team, that dein. Kinderchurch, die tun dein. Maintenance, die wat rumgehen und die Klinken fixen und neue Lichter nennen, die tun dein. Die tun uns die Gemütlichkeit toestieren. Dat is hier in de kerk. Buiten de kerk hebben we vele wegen waar we dein kunnen. Dat is een goef van God. De goef van dein. Wanneer leren, dan doen we leren. Van der als de kerk aanvangt en hier ben je de eerste paar Leiter zingen, dan ging ik me ram en de stoven door zo boven bij de kleine kinderen. En ik zag dat er weer vele mensen wat in de goef van leren schaffen deiden van der smart is. Dat is awesome. Ze doen leren. Wanneer ermoenen,
dan doe nou ermoenen. En ik wonder, wat bedient ermoenen? En zo dat bedient, denken helpen, wat aardig is, en nu dragen, wat reich is. En zo, vielleicht is dit die goef. Om somebody helpen met een entscheidung, wat zij in hun leven hebben. En zo, du zoust dan vielleicht de koffie uitnemen, oder ruit zijn, zum koffie voeren, en dan vertellen ze die dat je scheichen. Vielleicht kost die helpen, en mout merken, wat het recht het denk is, en denken helpen, wat de aardig is, en du brukst die goef. Ons fehlt het alle aan zo'n. En dit is bijzonder, some van jullie wat al een beetje alle zijn, vielleicht is dit jullie goef wat God op je leven heeft. Dat je meest disponibel merken voor zo'n dingen. En some van jullie wat jonger zijn, ik wil je ook merken, vindt somebody wat die goef heeft, om die helpen. Met entscheidungen wat du hast. So phone somebody up, hey, hast du tijd om te koffie voor? En ik wil met die een beetje reden. Dan kan die helpen met zijn wijsheid. Mij fehlt het onze mensen. Zo ja. Ik geloof ons dat alle. So we hebben alle part van dit, waar we kunnen onze rol spelen. Dat zegt in Sprüche, ik reed deze week in Maatwerk, reed ik bij de jugend en ik reed van deze vers, Sprüche 13, vers 20. Hij zegt hier zo steht, wer met de wijze mensen jet, wordt wijs. So dat is ziemlich einfach. Was wijs zijn, dan goed met wijze mensen. Hij zegt, wer met de schazzels jet, wordt veel schuden beleven. Was wijs zijn, goed met de wijze. Vind somebody wat die kan helpen. Vind somebody wat du al is vielleicht, wo du han was, en in wessen area, dan neem den mal rüt. Te koffie. Nicht bloß einmal, paar mal. Gut mit den Taub. Dan zei hem, ik had deze entscheidungen te maken. Wat blijft zal ik doen? Wer met de wijze mensen jet, wordt wijs. Ons fehlt hulp. Dit is een goef wat God ons gegeven heeft. Nog een goef. Van geven, dan richtlich. En zo, het is interessant, wat ik hier morgen deed, aber deze goeven manchmal een schuldgeval, wens je schaffen in business er nog veel en zijn druk met dat en han niet zo recht tijd om jeder zondag een usher zijn. Aber dat is tijd dat je dat zijn, dat wat je in de hand hebt en wat God je verbegoeft heeft en ver je roepen heeft, dat taubherken dat met den Zweig, wat God op die leven heeft. Ja, ik geloof, Zeug is wichtig. Ja, ik geloof, je zal metmerken in de kerk. Aber voor some van ons is de roep in business ook pot van dat. Dat is een heilige roep, zegt hij ons hier. Je hebt een heilige roep. Je zijn door in de businesswelt om een licht zijn voor God. Om een onderscheid merken met de valores, met wat je schaffen doen. Om een gouden invloed zijn voor je arbeider. Om geld verdienen, om dat in Gods koninkrijk brengen. Dat is een heilige ding. Verken veel wie schuldig over zo'n dingen. Ik wil je het merken. Vielleicht hast du Gott zijn roep. Wens hij zegt hier, wanneer du een goef hast van jeven, dan je wirklich. En dat is een goef van God. Hij zegt hier wieder, de nächste goef. Wanneer andere verstoen, dan vliet ik. In andere woorden, wanneer een goef is een leider te zijn, dan leidt God, zegt daar. En weet je wat? Een leider, dat is einer, die du leidt, hij is einer, die voorop gaat, hij is einer, die aanwijzen dat. Dit is je dat zal doen. Een leider gaat voorop. En weet je wat? Ons fehlt dat, aan mij, jesselje leiders in de businesswereld. Ons fehlt dat aan mij, jesselje leiders in de businesswereld, wat taubgeheerd zijn met God zijn Zweig. Ons fehlt dat aan mij, leiders in de kerk, wat taubgeheerd zijn met God zijn Zweig. En ons fehlt het aan mij leiders in onze heims, wat taubgeheerd zijn met God zijn Zweig. God heeft some van ons een goede gegeven van leiderschap en hij heeft ons dat gegeven zum brücken en zum goud brücken en zum Seier brücken, zegt hij. Vlietig. Hij heeft ons een goede gegeven. Hij heeft ons wat in de hand gegeven. De laatste goede wat hij hiervan redt is, wanneer wer eift metliedend te zijn, zal dat met vrede doen. Metliedend. Dit is een mens wat met een andere mens metvuilen kan. En dit is hoe ik geloof, God mij de vrije gegeven heeft wat ik heb. Wenn zij heeft deze goef. Ik niet zo zei, maar ik wist dit.
Ein Exempel, wir reden mit zum Freund diese Weg von, wo wir unsere Kinder abtragen tun. Und wie du reden deuten, dann werden wir zum Kinder wie eine Rutsch. Und einer kommt da rauf geflohen, ein ganz kleiner, rauf geflohen und fängt an die Hielen, wenn du irgendwas. Und dann fangen wir von diesem ganzen Thema an zu reden. Und ich sage, so sagt das mit meinen Kindern, wenn du rauf geflohen kommt, solange es die gehen kann, ist das wie. Right? Die wollen noch merken. Wenn die halb fehlt, die wollen nicht kommen, ich wollte ihn halten. Der ist ein bisschen anders. Seist du und seist reut um den Amfuten und wo der das war und wo kann ich die halten und sei der die Mut merken und was immer. So wir haben zwei verschiedene Styles. Aber sie haben die gut von Mitleiden sein. Some von Jünd haben die gut von Mitleiden sein. Vielleicht mehr früher als Männer. Und je sollen die brücken für Gott den Zweig. Das ist, was unsere Diakon tun, wenn sie wem vorhin besägen, was krank ist, oder wenn wir vorhin wem besägen, was im Hospital ist, oder wir vorhin wem besägen, was ein bisschen bedrängt ist. Und jeder ein von ihnen kann das tun. Die dürfen nicht ein Diakon oder Prädikant das tun. Vielleicht hat Gott dir die Guf gegeben, zum Mitleiden sein. Und er sagt, wenn du die Guf hast, dann dort mit Frieden. In andere Wort, wenn du wo hinfährst und der ist krank, dann leben über den Mensch. Nicht nur angehen und, oh, das lässt mir so orchen. Ja, das ist einfach euers, was ich dachte, das würde sein. Und was frisch gehen kann. Nicht so dort. Er sagt dort mit Frieden. Vor du Hahnen, die Amfuten, vor die Beten und Leben reden und beten für Gesundheit und Mut merken. Dort mit Frieden. Die haben die Guven, braucht die für seinen Zweig in ihr Leben. Das sind some von den verschiedenen Guven, die er uns gegeben hat. Weins, er hat uns beraubt zum Dein. Und wie kann diese Guven brauchen in der Kirche, aber wie kann die Guven brauchen bitte die Kirche? Handelt sich nicht bloß alles, was in dieser Feierwang angeht. Sein Zweig für uns Leben ist viel gratis. Dort wir in der Welt angehen und dort wir einen Unterschied merken. Seine Mission wird nicht Büten, gebieten, blieb du nennen und lehrt die Menschen durch. Das ist nicht, was er sagt. Er sagt gut in der ganzen Welt. Gut in der ganzen Welt. Braucht die Guven, was die gekriegt haben. Merkt den Unterschied. Er hat uns beraubt zum Dein. 1. Petrus 4, Vers 10, ich wollte frisch lesen. Ein jeder soll seine Guv, die er gekriegt hat, brauchen, den Nächsten zum Gauden zu dein, als ein Verwalter, der mit Gott seine Gnuden Guven zurück amgeht. Das ist, was er uns beraubt hat. Berauben zum Dein. Alles, was Gott uns gegeben hat, alles, was wir in uns Leben haben, er hat uns dort gegeben in der Hand zum Brücken, für was er uns im Hort gegeben hat. Er hat uns beraubt zum Dein. Hier in der Kirche, das ist ein von unseren größten Valores. In uns Vision, wenn ihr da büten sagen, das sagt Gott leben Menschen Dein. Und so ist das Gott in uns Leben. Dort wir Gemeinschaft haben mit Gott. Dort wir am Leben tun. Aber wenn wir dort haben und wir wissen und dort, er wird uns leiden zum Menschen tun. Wenn wir sagen hier gut, jeder denkt, was er uns gegeben hat, ist nicht für uns. Das ist zum Mitteilen. Das ist für seinen Zweig. Das ist zum Wiedergeben. Das ist zum Unterhalten. Du bist beraubt zum Dein. Was sagt diese Guvenliste überjink? Du dachtest vielleicht, das ist eine Guve von mir, niemand hat ever gedacht. Vielleicht hat der Herr ja erst zu dir geredet und sagt, das sind Dinge in deinem Leben, wo ich du nicht tun. Von Zweig, von der Ursache. Er hat uns dort gegeben zum Dein. Wie gleichen Menschen hier nicht gelernt hat, gegeben zum Dein. Und ich würde Ihnen auch merken, wenn ihr noch nicht Dein tun in der Kirche, dann fängt an, wo ihr Dein kann. Fangt noch irgendwo an. Wenn ihr nicht mehr weißt, was deine Guve ist, was interessiert dich? Fang mal du an. Wenn du nicht schafft, dann probier es was wir dort finden. Wo wen, wenn es Gott hat, deine Guve gegeben zum Dein. Aber ich will Ihnen auch merken, dass Ihre Vision über Dein gratis ist als bloß die Kirche. Wo das Gott Dein bietet die Kirche. Wo das sein Zweig ausleben in der Weg. Was hat er dir in der Hand gegeben? Zum Verarmbruch. Für seinen Zweig braucht. Wenn er hat die beraubt zum Dein.
Hij hat uns gerat und berauben mit einem heiligen Raub. Nicht wegen unser Wollten, aber weil es sein Zweig und Gnade, der uns in Christus Jesus geschenkt wird von Ewigkeit her. Er hat uns gerat für sein Zweig, er hat uns berauben für sein Zweig und er hat uns Gnade gegeben für sein Zweig. Brauch dort, was du in der Hand hast, zum Gott sein Zweig ausleben und dein Leben. Wenn sie haft die berauben zum Dein. Wer wir abstehen. Wer wir beten, und ich will für ihn beten. Ich kann nur anfangen zu beten, und ich will ihn Mut machen. Frau der Heilige Geist. Heilige Geist, was willst du mir von dir sein? Frau der Heilige Geist, was hast du mir in der Hand gegeben? Was hast du mir in der Hand gegeben, was ich brauchen kann für den Zweig? Heilige Geist, ich bitte, du wirst jeder ein von uns reden. Und auch wir wollen treu sein mit der Gnade, was du auf uns Leben mitgegeben hast. Ich bitte, jeder ein von uns wird treu sein mit den Gaven, was du uns gegeben hast. Ich bitte, jeder ein von uns wird treu sein mit der Zeit, was du uns gegeben hast. Ich bitte, jeder ein von uns wird treu sein mit der Familie, was du uns gegeben hast. Da wir der Familie wollen dir genug Zeit geben, besonders für uns als Papis. Da wir wollen treu sein mit dem, was du uns gegeben hast. Beten sehen für die Mamas. Halb ernst, besonders die mit jungen Kindern. Die Kinder haben guten Weg abzutreiben, Leib zu wiesen und von dir zu lernen. Gott, ich bete für all die Arbeiter, die hier sind, dass sie keine gute Arbeiter sein, dass sie dort so down, dass sie dort für die Glück deuten. Dass sie treue Arbeiter sein, verehren wird. Ich bete für all die, die jetzt hier sind. Ich bete, dass du wahrscheinlich Weisheit geben, dass sie am guten Weg mit ihren Arbeiter handeln tun. Dass sie mit diesen handeln tun, so was sie wollen mit gehandelt sein. Jemand Weisheit gut zu leiden in ein Business. Gott, ich bete für die, die in Business sind, dass du wahrscheinlich gute Business Deals bringen. Dass sie wollen die verherrlichen und Part von den Zweig ausleben in ihrem Leben. Gott, ich bete für die, die den guten Hand von deinen Menschen halten, dass die einfach wissen, wo sie dort tun und wo sie dort tun. Und Herr, jetzt, lehre uns mehr von was dein Willen für uns Leben ist. Und dass wir dort brauchen, was du uns in der Hand gegeben hast, zum Erfüllen den Zweig, was du uns im Hort geplant hast. Dankeschön, Jesus. Amen. Dankeschön für diese Botschaft durchhören. Für mehr Informationen bitte findet uns im Internet wie lebenswasser.org.